Moin und herzlich willkommen am Minette Mashup! dem Podcast von der Minette UNESCO Biosphäre und zusammen habe ich beim IKCNCI an dem Moi. Hallo, all denen Treuen an all denen neuen Nullaustra vom Minette Mashup. Das im Februar, wir sind zurück mit unserem zweiten Episode für das Jahr. Und die große, die ich am Anfang habe, ist dann natürlich Alkers. Moin Suso, moin Jenny. Moin. Moin Lori. Moin Jan. Moin Marike. Hallo. Und moin Julia. Moin. Schön, dass ich heute darf sein. Julia Ruhmann ist unsere Gast heute. Stellen wir hier gleich ein bisschen mehr am Detail vor. Dafür erinnern wir ja schüss nach Unangsache. Ja, merci. Wir haben einen Instagram-Account, das ist der Minette Mashup. Und wir wären ganz froh, wenn ihr es folgen. Wir haben noch einen neuen Hashtag, nicht so neu mehr, das ist ein Hashtag Minette Mashup. Da haben wir all als Updates über das Projekt. Dann encouragieren wir euch zu folgen. Okay, macht so viel wie möglich, macht so gern wie möglich. Und denkt daran, unseren Podcast auch auf eurer Podcast-Plattform zu abonnieren. Da kriegt ihr nämlich all die neuen Episoden automatisch geschickt. Julia Ruhmann hatte ich gesagt, dass als Avite Künstlerin, Umweltschützerin, Aktivistin, hast du das richtig resümiert? Ja, das kann ich so schon ein bisschen so zusammenfassen. Doch war den vielleicht auch nach Person aus, dass ich auch ganz viel an der Persönlichkeitsentwicklung machen, für da halt weiterzugehen. Und ich fand das einen ganz, ganz großen Teil, überhaupt so aktiv zu sein und das zu machen, was ich so meine. Ausgebildet bist du als Kommunikationsdesignerin und du schaffst für Youth for Planet Lützeburg. Genau. Youth for Planet, Youth for Climate, es gibt ja eine ganze Reihe der Organisationen, die sich mit Jungen rund um das Sujet Klimaschutz beschäftigen. Was ist Youth for Planet genau? Youth for Planet geht um Schulen und wir machen entwicklungsorientiert, bildungsorientiert Arbeit mit Jungen und durch Filme mit dem Smartphone und Storytelling setzen sie mehr sie mit den Nachhaltigkeitsthemen auseinander. Und das kann ganz spezifisch mehr in Richtung Natur gehen, das kann aber auch Umgang mit Menschen, Respekt, also all so Themen, alles das, was die 17 Ziele halt beinhaltet. Hast du mal da verbunden und das ist halt auf einer ganz dankbare Art und Weise selber aktiv zu sein mit dem Smartphone und es geht um Selbstwirksamkeit, es geht darum, ihnen eine Stimme zu geben, hinzuweisen, halt, da dort ist ein Medium und du kannst das, was du gerne willst, gesehen oder wie du willst, dein Umfeld verändern, an einem Film transportieren und genau. Wenn wir von Schule schwätzen, da gibt es ja verschiedene Populationen. Also das geht von einem Cycle 1 bis an die Lycée ran. Machen wir alles. Machen wir alles. Wir machen eine andere Daten, wir gehen wir sollen lehren, Jugendhäuser an. Es geht sogar so weit, dass wir Profe bespielen. Auch da sind wir sozusagen offen für die Prozesse. Genau, das ist ein Teil von... Profe bespielen, das klingt ja, das verhält nie op. Und Spielen möchte mir Spaß wie alles anders, das meine ich. Und das, das eine schöne Arbeit sozusagen. Und, ja, das ist ein Teil von meinen Workshops, die ich so mache. und du können das heißt, Profe können ob dich auch zukommen für dich zu froh für den Workshop zu machen. Genau, das ist der Workshop von Youth for Planet, den ich anbiete, aber ich biete auch als Künstlerin Workshops und an die sind dann mehr kreativ und es geht um Persönlichkeitsarbeit, das ist ein Meditations-Kreativ-Workshop, den ich mache. Ja, Künstlerin ist ja dann ein einer von den großen Aktivitätsfeldern mit vielen verschiedenen Kunstformen, die du auch schaffst. Also du beschränkst dich nicht just auf Molen, du bist du wirklich multidisziplinär. Ne? Ja, wir haben gesehen, du hast ganz viele verschiedene Richtungen und das ist alles mega gut. Und, ja. Vielen merci. Ja, also ich drücke mich kreativ aus und ich nutze alle Formen, die das Leben mir so gehen und durch meine Ausbildung Kommunikationsdesign, das ist einfach, du kannst mit allen Medien Berührung haben. Schon nicht am digitalen Bereich schaffen, ich schaffe malerisch, schon da angefangen immer mehr mit Materialien, Collagen zu schaffen, also das, was Natur mir gibt und das, was mir Kraft gibt, setzen ich mittlerweile immer mehr Menge Kunst an. Keine Ahnung, von Dreck und alles das, was gibt für mich, ja, wo ich mich kann ausprobieren, machen ich und das macht mich manchmal Freude, ja. Könnte das dann ganz natürlich, dass Natur auch an deiner Kunst so präsent ist?
Ja, das sogar so, dass sie mich ausspricht. Also ich gehe zum Beispiel durch die Natur und da gesehen ich ein Stück Holz oder letztes Jahr war ich bei der Plage und dann da war etwas von einer Palme und die hat gesagt, die soll fortgehalten gehen sogar. Und dann habe ich gesagt, da steht Kunst drauf. Und dann habe ich weiß zwar hier und so nicht, was das ist, also was daraus geht, sondern es könnte im Moment, wo ich so ein Lo geht es los. Genau, das Leben geht eigentlich so viel Kadoen und ich holen es einfach un und kann du mal da schön kreativ sein. Und das ist auch das, was ich an meinen Workshops anbiete. Hey, also etwas holen und was ich ausspricht, aus dem kannst du etwas machen. Wie bist du dann überhaupt dazu gekommen, so Kunst zu machen? Wie hast die ganze Leidenschaft entstanden? Seitdem ich klein war. Da geht Da geht eine super schöne Geschichte. Das hat angefangen, seit ich eine kleine Geburtstag ich schon meiner Tata, an meiner Baum, habe ich Bilder gemalt. Schon auf der frisch gestrichenen Mauer von meiner Mom gemalt, weil du warst so schön ausgegangen hat. Sie hörte dann dem, das ist eine schöne Geschichte. Sie war an dem Moment dann nicht so enchantiert. Aber ja, das kann ich schon nicht. Das war schön für mich und was glitzert, kann ich festhalten. So hat es angefangen. Dann war es allerdings an dem Moment echt dann noch so die Information, hey, du musst sich dann eng ordentlich arbeiten. Und das war so der Anfang, wo ich echt ganz, ganz viel Gesicht und getribbelt tun an ne? Also immer so guck, was ein anständig Arbeit ist. Dann aus meinem Lebensweg auch ganz viele Rätsel links gegangen. Dann war ich ganz kurz Edukateur, was mir zwar am Endeffekt ganz gut geht, weil ich schon mit Leuten arbeite. Da sehe ich aber dann rum, weil es nicht gut funktioniert hat für mich, sehe ich dann gesagt, hey komm mal, wir schauen nicht an ein Armetier. Dann sehe ich so den ersten Moment, wo ich da Kunst gemacht habe und auch Abitur gemacht habe und dann sehe ich weitergefahren mit dem Denken, ich bin keine Künstlerin. Und da bin ich an sich eine ordentliche Arbeit. Ich bin mal weitergefahren, auch da ganz viel gesehen und da waren auch Erfahrungen, wo ich mit Nachhaltigkeit, mit nachhaltigen Themen auseinandergesetzt bin, wie Arbeitsverhältnisse und so Sachen, habe ich mich engagiert schon da. Bis ich dann, und auch durch mein Reisen etc., habe ich mich selber immer ein bisschen mehr gefunden. Ich hatte ganz viele Probleme und dann bin ich aber doch rausgewusst, bis ich 30 gesehen und da war sozusagen ein Moment, wo es mir ganz, ganz schlecht gegangen ist, wo ich schon mit einem Fuß am Boot drauf war. Und da habe ich gesagt, ich denke, habe ich mich da rausgeschafft mit Reflexionen an dem Ganzen. Und da habe ich gesagt, hey, ich kann nicht mehr woanders das sicher gehen. Ich bin die Künstlerin, den Weg muss ich gehen. Und auch wie unser schon echt mal ist, das ist der richtige Weg. Alles feiert mich dahin aus meinen Innersten gesprochen. Genau, und so sehe ich so, das ist so mein Weg als Künstlerin. Und so mache ich alltag etwas mit meinem Big Five for Life, für genau dahin zu gehen. Genau. Das heißt, du hast eine lange Entwicklung selber durchgemacht. Das ist schon etwas, wo du dann, wenn du so Workshops für Persönlichkeitsentwicklung auch profitieren kannst, wo du dein eigenen Weg dann auch kannst benutzen, für andere Leute zu helfen, ihren Weg zu finden. Genau, das ist das, was immens dankbar ist, das alles, das, was ich so bei mir gelernt habe, durch mich selber, habe ich Lust, anderen zu gehen. Ein von den SDGs ist Frieden. Und Frieden fängt nicht am Außen an, sondern bei uns selber. Und wenn jeder anfängt, mit sich selber groß wird an Selbstleben zu kommen, dann können wir auch mit uns selber, mit dem Rechts und Links und mit der Natur gut umgehen. Weil das ist das, was mir immens um Herzen leid, ist die Natur. Das ist da, wo es mir schlecht gegangen ist, wo ich am meisten Kraft fand. Da war es auch, wo ich sozusagen Lust gekriegt habe, mit der Natur zu schaffen. Also an der Kunst auch. Genau, das ist halt all die Tools, die ich durch verschiedene Life-Coach Smart Crew tun, also von Veit Lindau bis Tolle und so etwas, holen ich mit durch meine eigene Erfahrung von der Meditation, weil das alles kann bewirken, wo die Stadt kann hinfeiern. Fand ich ein immens schönes Kado, den ich kann weitergehen und anderen Leuten, für mit sich selber mehr in Berührung zu kommen. Wo du kriegst dann am Anfang zumischt mit Use for Planet, wo ja auch eine Förderung von der Kreativität, das eben just bei denen Jungen. Ja, und das ist schön, dass ich ein immens flotten Team habe. Ich meine, als Künstlerin, also in echt ziemlich viel sich tun. Und bei Use for Planet habe ich eine Equipe, die immens viel Frieden möchte, mit denen zusammen zu schaffen. Ne? Also die sind allen einzelnen super schöne Charakter und jeder hat seine Intention, für genau das zu machen, für die Nachhaltigkeit zu gehen, für mit Menschen zu gehen, für
Ziele zu erreichen, für als Welt über sie zu drehen, dass wir mehr respektvoll oder mehr liebevoll umgehen und die verschiedenen Sachen, die wir müssen halt an Bewegung setzen, auch umsetzen. Wie lange dauert so ein Workshop, wenn du an eine Schule gehst, bei einer Klasse gehst, für Youth for Planet, von der Idee, die Jungen dann developieren, bis zu dem fertigen Message, den sie dann haben, die multimedial ist, den sie benutzen können, für ihre Reflexion eben noch in den Feld zu bringen? Das ist ganz individuell, das passen wir als wirklich gern und wir sind so von ist immer so basic als cool, wenn wir 3 Stunden haben, weil dann brauchen immer eine halbe Stunde für an den Thema ranzugehen, für den Storytelling hin und her zu bringen, wie film den und wenn ihn dann nach ungefähr eine halbe Stunde hört, für das zu können am Prozess selber schaffen, da könnt mal noch vielleicht lange Filme rausziehen, auch ab es kann sehen. Und dann geht es allerdings echt um den Prozess selber. Für gute Ergebnisse zu haben, kann den Rodenisch immer ein bisschen mehr lang Prozesse. Ein Tagesprozess wird bei mir schon ganz, ganz schöne Sachen rausbrucht, weil wir vom Ergebnis vom Film schwätzen. Allerdings machen wir auch eine ganz Jahr Bekleidung. Wir machen auch ein Halle, also da sieht man, passt mir als und wir haben auch schon Green Weeks, so Schulen zum Beispiel, da fällt mir Lallinger Schlalling an, dann wird mir auch ganz neu machen, aus dass wir dann auch gezielt nicht nur Workshops machen, sondern es ist auch so, dass es weitergeht. Also, am Robert Schumann hat sich ein Action Team for Future herauskristallisiert. Und wir begleiten das auch. Und dann haben wir ein Velo konzipiert von Youth for Planet, dass zum Beispiel unter Platz noch die Video können gewiesen gehen. Also wir wollen, dass es weitergeht. Und zum Beispiel hat es sich auch 4 Jahre hat ein Prozess Wirkung gehabt, dass die Young Entrepreneuren rauskommen sind, die hatten Frischkost dann konzipiert. Ja, die kann ich, ja, folge mich auf Insta, ja. Ja, super. Ja, und die aus dem Prozess von Youth for Planet entstanden. Sie cool. gesagt, sie Ja, haben ja. sich doch mal da aus der Nähe gesagt, auch gesagt, es geht als nicht durch, dass wir nicht mehr einen Film draus gemacht haben, sondern daraus haben sie selber eine Lesung entwickelt und gesagt, okay, dann machen wir nur ein Frischkost. Das ist am Anfang das Ideal, ne, für das du wirklich auch so ein Projekt hast, den wirklich dann in Zukunft geht. So, Genau, ne? genau. Ja. Das wird nur heute Spaß. Genau. Ja. Ja, also sie sieht, an dat junge Leute, egal wie alt sie sind, ab es können noch Beine stellen, so können beidrohen, was das halt im Moment so geht. Ja. Hast du dann Hoffnung an der ganzen? Oh. Also es klingt wie wenn du bist ganz engagiert. Und ich meine, dafür brauchen eine positive Energie, mit die Realität von unserer Welt. Also das ist im Moment ja aber ziemlich schlecht ausgesagt mit der Welt selber. Wir mal gucken, was aus Realität. Ne? Also geht los. Ja, weil es gibt keine die Realität. Es gibt da immens pessimistische Realitäten, sondern es gibt auch ganz positiv Realitäten und das darüber kann es wo mein Fokus leiden. Ich wende mich immer mehr dem positiven Fokus zu mit Leuten, die Hoffnung haben, die etwas bewirken und du gesagt die Welt ganz gut aus. Und was mehr das vervielfältigt sich dann irgendwie. Das stößt und darunter darf ich leben und will ich leben. dass den Optimismus an die da etwas machen, es gibt immer mehr Leute, die an der Persönlichkeitsentwicklung gerade dabei sind, Leute nicht glücklich zu machen, dann hängt halt den Konsum ab, den ganzen Dingen, dann fängt man an zu überlegen, was konsumieren ich, da geht es los, okay, was holen ich mir in ein Bootzimmer ran, wie gehe ich mit mir selber wie gehe ich mit dem Nächsten dann fängt man an, mehr Leid, alles an Natur im Herzen, dann also irgendwie klar, so wie wir leben, als das kein natürlich an andere Guillemets weiß, wir brauchen, oder was brauchen wir für zu leben? Wir brauchen Beam, so wie ich im Moment als Stadt an dir vergesehen, ein Herzenswunsch von mir aus, gib mir Natur hier Platz zurück. Also als Stier sind für mich viel zu wenig gering. Ja. Ne? Ja. Das also, wenn wir beschneiden als wir selber in unserer Luft. Auch mit der Berehrung mit der Natur. Also ich fand, für all Platz von einem Auto muss ein Streif für Menschen und dann noch ein Streif für Bäume und Gränges und alles drin sein. Das ist Mengen wichtig
Vision an Mission meine ich. Das ist auch ein Projekt, den ich wert ausschaffen, dadurch Kunst zu verwenden für der Natur Platz zu schaffen für das so eine große Vision ich machen so Ressorten oder Nationalparks, die immer mehr sich ausbreiten, wohin kann ein Zentrum halten, so Kunsthaus, und wo du kann in Wandern gehen, an so Sachen oder auch an Stadt. Weil ne, die Leute können hier Häuser auf den als Platz kaufen, Häuser drauf ziehen und ich kann das kaufen und so. Und hey, nee, du geschieht einfach nur nicht und es bleibt so wie das. Ja. Das so ein bisschen so an die Richtung geht, so, das was ich will noch mal. An einer Fiction, nicht den, wo Raumschiffer sind zwar da auch dran, dann das heißt, dass wir keine Straße mehr brauchen, zum Beispiel. So Fiktionsideen fand ich auch ganz schön. Da, bei mir sind sie auf alle Fall gering behaftet. Und ich war haut nach so ein kleinen Baumhaus-Lounge gefahren, dass mir als Architektur auch dem aufpassen, dass mir das auffügen am Platz, dass mir alles fortroden und dass wir baggern und sondern echt, dass wir gucken, dass wir Pilze und dass wir Bäume gesund irgendwo integrieren und dass wir das auch schätzen. An deren, dass wir nicht, und ne, das könnt ihr dann noch dabei, und dass wir wissen, das ist natürlich, wir müssen du an dem Bereich kein Götter spielen, die machen das allein. In der Natur hält sich den Platz genau, ja. Das ist, es gibt manchmal eine ganz schöne Dokumentation, wo in gesagt wird, wo die Wolle vom zurückkommen ist, und weil die Wolle vom zurückkommen ist, hat sich das ganz rundherum, sogar der Fluss hat sich ja noch angepasst und verändert. Darüber, dass das, was in dem Anfang rausgejagt wird, angedeuten hört. Ne? Also so Sachen fand ich ganz, ganz spannend. Also doch, wenn wir schon bei Lebensraum oder Lebensräumen sind, von daher ist also der kleine Schritt bis an den Raum, wo wir los sind. Location vom Mond. Eng von unseren Rubriken am Podcast als Location vom Mond. Diese Mond sind wir an der Gemeinde Monerisch. Das ist ein bisschen eng von den ländlichen Gemengen aus der Minnersgegend. Aber wir sind an der Biergemarker Beisischer, die ganz speziell sind. Ja, die sind aber wirklich ganz speziell. Also Kabaisischer hier alle bisschen hier Spezifizität. Aber hier ist es ganz besonders, weil wir sind hier an Wickelhäuser. Das also Wickelhaus. Das ist schon mal lang froh, Julia, die man lohnt, vielleicht nicht unbedingt und das stellen. Merci. Du hast die kabaisische Haut zusammen mit dir entdeckt. Was ist deine Impression, wenn du auf die Sitcoms, wenn du dann ran an so ein Kabaise kannst? Also echt ein Kehr war ich ganz, ganz neugierig und alles durfte gucken und das einfach nehmen, alles Holz. Ne, Holz an das kann ich an einer geschrieben Moment, dass ein Glasscheibe, alles so panoramamäßig von draußen gucken. Er tut einen ganz entspannten Vibe, gebe ich mal so an. Also da das wirklich ein ganz, ganz schöne Energie. Ja. Auch wenn den Hai so rausguckt, dann seid ihr so, so Köchten, wo sie Gemäß drauf gemalt haben. Der Tisch hat doch so ein bisschen ungeplant, dann ein Spielplatz und das wirklich ein bisschen selbstberuhigend, das von ihnen da rausguckt. Du hast beim die dazwischen stehen und alle Götten, genau. das Geld Band, das heißt, du kannst ihn dann noch am Sommer respektive am hier stirbst, wer zeitlich aus Plecken an hier ist. Ja. Ich war positiv überrascht, wie hell es am Anfang hier bannen ist. Also es sind ganz viele Fenster noch hier. Und ja, wie Julia so, das ist irgendwie so cozy, will den sich daheim, das ist mega homey und ja, entspannend. Und was mir auffällt, wo du siehst, es ist auch da, es ist indirekt Blut. Das ist kein, es geht nicht irgendwo direkt angelegt, sondern auch da alles ganz schön. Und das ist alles da. Das Bett hier, das Wohnzimmer mit allem dran, ein kleines Küche. Wir sitzen hier mit still an einer Vorteil zusammen. Ja, also das auf kleinem Raum ist alles da. Ja, das ist ganz flott. Das ist ein Tiny House am Anfang. Das ist wie ein Tiny House, bisschen, ja. Wie war das dann so besonders und das im Wickelhaus? Ja, was ist dann auch ein Jenny, Wickelhaus? erzähl. Wie ihr schon seht, tut ihr selbst mit Wickeln zu den. Das heißt, das heiten, also die 3 Kabaisische Hai, die sind sich ziemlich nachhaltig, weil sie aus Karton gewickelt sind. Okay.
Schichten Karton. Schichte Karton. An Und dann mit Holz Form. verklebt. Und dann, ja, also das ist eine Holzstruktur und das geht auf die Holzstruktur sozusagen drauf gewickelt. Und sind gesagt in noch in den Häusern, dass das so Sektionen sind, so wie so Stecker. Und das ist immer so ja, so ein Häuschenform und da gehen die so bei Nähe gesagt, wie bisher nur die ganz lang vom Häuschen, ja, entstanden ist sozusagen. Gewickelt das. Gewickelt das, ja. Ja, das Das erstaunlich, dass das aus Karton, also mit Holz rundherum an Bannen dran, mit das Karton ist. Der Tisch, die kann ihn dann noch nur ein paar Jahren rezyklieren. ja, das ist anscheinend immens nachhaltig. Sie versichern 100%ig nachhaltig zu sein, weil ich habe ein bisschen in ihrem Site geguckt. Es gibt da anscheinend doch so 100 rundherum der Welt, also auch in ja, so Chile, Holland. Ich meine, das Konzept kommt aus Holland, wenn ich mich nicht irre. Ja. Das war das nicht, ne? Ja. Ja, also das ist ein Flottkonzept und ich meine, es passt auch auf den Minute Trail, wo ich auch gesagt gouf, entweder nachhaltig zu bauen oder aber alle Bausubstanz neu zu revitalisieren, oder auf eine nachhaltige Manier für eben Leute, die als Region entdecken wollen, zu beherbergen, wann sie zu Fuß unterwegs sind, dass sie nicht die 90 Kilometer von dem Trail an einem Steck müssen gehen, was die allermannste Mengen spacken. Nee, an hier kann ihn sich aber schmengen, wenn sie dann einen Deal vom Trail gemacht hat. Hier ist ziemlich cozy für sich, dann die Face zu legen, bis den anderen Tag weitergeht. Okay, also soviel zu unserer Location vom Mond. Dann machen wir los hier mit einer Frau. Julia, die du vielleicht weißt. Wir gehen nicht alle lo. Also, Julia, wusstest du, dass heute zu Monerisch die einzige Kartingspiste von Lützeburg, dass die hier ist? Wusstest du das? Nee. Und wusstest du dann, wahrscheinlich auch nicht, dass der Michael Schumacher am Alter von 12 Jahren hier seine erste Rennlizenz kriegt? Das ist a very important information, die man lo. Fun Fact. Das hätte ich gerne gewusst. Und lo weiß ich es. Und wenn ich irgendein Kehr bei Wer wird Millionär mich angerufen gehen, dann Da weißt du, dass du, da kannst du darauf antworten. Ja, genau, die Das Frage. bestimmt, also du wirst sicher die 1 Million Euro Ja, froh genau. sein, wo welches Land hat just ein Kartingspiste? Ja, Wo hat dem- Ah, wo hat- Ja, genau. Landwirtschaft ist ein Kartingspiste. ich weiß aber, ich meine, die Hunde sogar schon bei Wer wird Millionär gestaltet, die Frau. ja. Ich meine, Oder dass sie beim die 4 Schuhmacher. Jahre beim Schuhmacher, dass sie die Ja, ein ja, hatten. okay. Ja. Oh. Nee, sind wir aber doch nicht sicher. Ah, Das hi, auf wär alle bisschen Fall, also witzig. los schon, hi, Monerisch oder Wert gewonnen, seitdem ich das weiß. Ja. Nicht sowieso. Ja, ja, wie man viel drüber sollten, bei Monerisch hat ein Kartingspiste, aber wir sind aber auch sicher, würde mir das so sicher ist da so Industrie oder Industrievergangenheit, aber Monerisch ist so ein bisschen apart, Mehr ja, ein bisschen mehr so Landwirtschaft. Landwirtschaft, was natürlich ein bisschen schön, so ein bisschen hi, das Feeling kriegt so, wenn ihn rausguckt. Mais aber als Region und sich eine postindustrielle Region, da das ja auch Ja. das, was Mina UNESCO Biosphäre als Biosphäre-Reservat auszeichnet, an mehr höher als industrielle Vergangenheit. Julia, du bist ja hier aus dem Süden, du bist ja auch hier im Süden groß gehen. Geht es für dich irgendwo so ein Industrierelikt, wo du siehst, wow, das ist so, das, was dich mit Mengen daheim verbunden. Also, Relikt, ich hatte lo ganz schön Berehrungen sogar lo am Sommer gehabt und da hat Kueva eine Ausstellung gemacht, wo das Industriegebiet zuerst. Und dann macht es Schmelz. Matze Schmelz, genau. Und das war beeindruckend. Also bevor ich überhaupt, du konntest mit ausstellen, habe ich die Platz schon schön fand. Das war mystisch, das war schön. Und ich glaube auch, dass sie verschiedene Dealer werden Hallen und war cool, an dem Kader zu erleben und mit können zu wirken. Das war ganz... Man so ein Miniatur-Urgestein, Punkto Künstler, den die Projekt ja ein bisschen so initiiert, Ja, da ja, gedrohen hat man am Tate Johanns. Ja, Superman. Und das war den auch so herzlich. Ich war wirklich dankbar, dass ich den auf dem Weg kennengelernt habe. So gut. Und das war ganz lustig. Ich hatte es schon gelaufen und es sind noch nicht so lange herum zu Lützeburg. Und da war das so alle, okay, schon die ganze Zeit
deine Nummer. Ich bin auch beim Bâtiment 4 eine ganze Zeit am Atelier gewesen. Und dann haben wir gesagt, hey, hin und mal dazu dienen. Und da sind ich halt durch die Ausstellung gelaufen und dann hat mir eine Person etwas zu trinken angeboten. Sie haben das auch so gemacht, dass du kannst spenden. Und dann ich so, ja. Und dann hat sich einfach rausgeschaut, sie sind den Tate. Sie sind den Tate. Und dann habe ich gesagt, so, kann ich das irgendwie mitmachen? Und das war, ja, komm mir dann an der Gang. Also das alles ganz einfach gegangen. Auch das war, den hat einfach Lust, mit Leuten zusammen zu schaffen, hat Lust, Kunst an die Welt zu bringen, an Leute zu unterstützen. Ich fand das super wichtig, auch als junge Künstler. Wir sind zwar von der Froh abgewichen, was das Minat alles so Schönes bringt, aber das Minat bringt auch ganz schön Leid hervor. Ich meine, da das auch da vielleicht, warte, darf sie ahnen, dass natürlich schon ganz viel Platz, und ich bin noch zu Diedling abgewusst, da gehen jetzt so Sachen wie der Wasserturm, den ist für mich präsent. Da war auch, genau, es sind einfach hohe Plätze. Auch die Buschurben, den beim Fernsehturm. Ich meine, das ist auch ein von den prägnanten Plätzen für mich. Ich hatte gesehen, Julia, dass du auch auf andere also Industriegebäude so ausgestaltet wirst, schon zum Beispiel am Baumhaus, Dummelding. Und ja, also Metzeschmalz ist ja auch immens interessant, wie du auszustellen. Also du dann, ja, wie ist du das empfunden? Und gehen du bestimmte Werke von der, die vielleicht echt an so eine Karte passen oder ja, gegen mich interessiere, wie du das Ganze empfunden hast. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Fand ich super lustig, dass ich da an denen Gebieten so hinzusehen an. Ich meine, was ich ausstellen als echt an dem Moment natürlich so ein bisschen schwarz in meinem Raum sozusagen, gucken, was passt was passt am Kader, was ich will weisen, und Gott an dem Moment einfach eine Ausstellung, die ich ausprobieren und auch immer rumweisen, was ich als Thema immens wichtig fand, where to find beauty, where to find self-love. Und das war auch ein Kunst, die ich gemacht habe, für sich mit mir selber auseinanderzusetzen. Und ich finde toll. Oder auch mit der Natur. Ich habe mit Spiegel geschafft, ich habe mit Collage geschafft, mit Naturmaterialien. Und wo an den Bildern geht es zum Beispiel immer, auch wie die Natur halt auch an so Orten mischt, sie bricht hindurch und das Chain könnte raus. Genau. Also das heißt, ja. Chain hat du an dem Sinn könnt nicht immer von außen, vom Spiegelbild findest du nicht, sondern geh an dich selber sichern und du findest du Chain hat. Und du passt halt immer rum zu dem, was ich halt wie du schon gesagt habe, dass so etwas Menge Mission ist, so Leute unzusprechen, sie zu inspirieren, ja. Für die Leute anzusprechen und zu inspirieren, nutzt auch konkrete Dinge erbischt als Künstlerin. Und da wären wir dabei als nächster kleiner Rubrik. Ja, work. Question. Ja, mein Erbischtfrohen. Julia, du schaffst doch mit verschiedenen Organisationen, die Dinge moralen entsprechen. Schon gesehen, dass du mit Believe Ranch and Rescue zum Beispiel, wo du deren unterstützt, oder Viva con Aqua. Wie gehst du dafür? Erzähl es mir. Ja, also im Moment tun ich meine, es sind 5 oder 6 Organisationen, die ich mal da geholt habe. Das Konzept ist auch so für mich, ich verkaufe Kunst an in der geht und als Form von einer Spende und Organisation selber an wie sie nicht dazu kommen. Ich meine, angefangen hat zum Beispiel Hellis Hundehilfe. Das ist eine Klangorganisation, das ist mir auch irgendwie wichtig, dass das nicht so große sind, die sich sowieso schon so viel steipen an, wo ihnen nicht so genau gesagt wird, wozu hingehen. Das war mir auch wichtig, ne, dass die Transparenz haben. Und Hellis Hundehilfe aus einer Freundin gewesen. Da war zu Ägypten und hat gesagt, hey, gesehen und gesagt, hey, ich muss so etwas machen. Und das ist mega interessant, weil meine eigene Geschichte, wie werde ich das machen, das ist gar nicht so unähnlich, weil ich war plus Nummer 21, wir sind auf Guatemala geflohen und da habe ich einfach die Tiere gesehen, die Hunde gesehen, die Menschen, wie mit den Hunden umgehen, also die Menschen und die, also, und da sind ich zurückgekommen und gesagt, hey Mama, ich muss da etwas anderes, ich gründe eine Organisation. Und ich hatte nie gedacht, dass das nur nicht darüber hinauslief, dass ich eine eigene Organisation sein soll, also an dem Sinne eine Organisation machen,
die sich nicht mehr Pon oder so spezialisiert, sondern da die unterstützen, die schon alles machen, die vernetzen. Ne? Also das geht mir auch irgendein Kedore, man das nicht einfach in sein eigenen Zupfen Brit, sondern wir machen ja schon alle guten Apps. Für die zu unterstützen, die Apps machen, genauso wie Target zum Beispiel aus einer Organisation, mit denen du auch schon anfangen, Kooperation zu gehen. Die setzen sich für Frauen an, gegen Beschneidung, auch ein Thema ist schon manchmal mit 19 oder so Wüstenblume geguckt an dat ich mich mit Beschneidung aus der Nähe gesagt an du kommt auch ein Bild raus von der Wüstenblume das heißt, das fand sich alles dran so zu summen an du wennst als da zum Beispiel auch eine Organisation gehen die hat mich auf der Straße gespart an du wünsch gesagt die Doten die passt mir die ist richtig Viva Con Aqua die machen sowieso ab smart Kunst du sie nicht Wasser für Leben auch fand ich super wichtiges Thema von Pferd schreien das ist eine Leidenschaft deren sie eine Leidenschaft du wennst sie auf alle Fall mal dran kommen die hun ich auch empfohlen gut so Sachen funktionieren auch ich machen auch über Instagram oder so immer mal einen Abruf 4 stellt mir gerne ab bis 4 ich gucken sie mehr anholen sie an meinen Katalog mal ob und dann an das Konzept also dann immer der Käfer kann sich aussichten wie weil bespannen Das heißt, da stehen 5, 6 Organisationen mit denen du immer zusammen schaffst wird der Käfer dann der Schwan ihr seht Lever Lever Belief Ranch and Rescue oder eben Tele 4 Tonnen genau cool ob man will kann will Menschen will Natur unterstützen das Leid dann her nur um Käfer selber da auch schon 4 Chlor gestaltet und geguckt dass das eine gute Organisation ist. Was du freischaffend Künstlerin Das ist die freischaffende Künstlerin genau. Kannst du da ein bisschen mehr erzählen weil das ja nicht immer ein einfacher Weg Das ist eine riesen Herausforderung am Moment ich investieren ganz viel an mich also das ist manchmal ganz wichtig dass ich nicht anfangen zu verklammen und auch grundsätzlich darf mein Mindset stimmen du wenn es auch Persönlichkeitsarbeit zu gucken okay stimmen mein Lebenssatz kann ich leben nicht von mehr dass ich erfolgreich kann sein leben nicht von mehr dass ich darf so verdenken als Künstler was du einem du auch zielweise verpflichtet Hungertuch zu nagen an du auszubrechen ne? Den Glaubenssatz das kannst ein Brotlust sag aus du darfst nicht ein ausbrechen da das so große Punkt dann genau zu wissen da den wertvoll ist zum Beispiel auch du mega wichtig und wann ich mir kann oh ich finde die Ergebnisse die ich will hun da gehe ich an Urhebercoaching das heißt ich bin immer den responsabel für mein eigenes Leben wenn in du will Informationen hun der sich ganz gerne mich weil das auch ein ganz eigenständigen super interessanter Punkt weil ich kreiere mir Mengen Realität an ich sind dafür verantwortlich dass Menge Kunst oder Menge Künstlerkarriere ich als Künstlerin erfolgreich sind das the law of the attraction am Anfang genau auch wenn man den Boot zurück bei Naturkunst bei Natur die dich schon inspiriert ich wollte sich ein früh herstellen als weil du zu Diedling abgewusst was mit du hast Ginzebier erwähnt dem hat der Antenne drauf also als Platz die dich für Klangmeisen inspiriert wird was für Inspirationen hast du von du warst du keine Ahnung dass du Hund immer Energie fand du Hund ich war als Kant also ich sind du abgewurst mittlerweile sind nicht zu erst aber du Hund manchmal immer wann ich konnte nicht mit länger nopisch mit ihrem Hund sind ich rausgegangen an den Busch ist sind lang hingegangen go schof wie an den Busch und go so ein kleine so Klangbach wo zu der Zeit dann noch immer Kaulquappen gewusst sind das 100er Spidol du hast immer rumgegangen hatte Kollege wir sind immer durch Spaziere gegangen das ein Pistchen wohin kommt Schlitt fuhren die Weh selber mehr sind das man auch immer noch ganz gerne nicht immer der Großweh mehr sind so an Gebüsche gegangen kommen dann immer komplett knascht schon raus da das auch etwas Berehrung Natur zu Aschwunds wo gehst du dort Natur sicher was du den Lieblingsgringplatz zu oder runde Mesch Allergrund beim Allergrund sind ich ganz gern das auch ein Tour an Uwe noch bei den Deirepark das auch süß weil dann einfach noch bei den dann die
deren einfach in Berührung könnt. So, ich kann da absolut nicht widersprechen, wenn man ja als Biosphäre-Reservat, als Büro am aller Grund und das eng von den schönsten Plätzen hier im Süden definitiv entdeckenswert. Ja. Es gibt sogar ein extra Dach, wo in der Avitiert geht. Ne? Dann, Den Dach in der Natur, das Jahr den Samstag, 13. Mai, könnt ihr ja schon mal abschreiben. Sie gern dabei. Als nächste Rubrik, mit der wir da noch fahren, das ist so ein, ja, da sind wir immer ganz gespannt, was wir als Antwort kriegen. Als Quirky Question. Quirky Question. Ja, Julia, du hast viel über die Natur an der geschwärzt, auch den Passion darüber. Wenn du kennst, als der rumgeboren gehen, wen der wäre das? Also, was wäre du dein Spirit Animal? Es sind ein Formwandler. Das ist clever. Das ist noch nicht die erste Kehr, dass ich mich mit der Frau auseinandersetzen. Und das könnte wahrscheinlich darüber, also Formwandler in dem Sinne, weil ich mich mit den ganz vielen Elementen verbunden. Wenn ich an mir, darf mich entschieden, dann wäre ich ein Orca. Wenn ich an der Luft wäre, dann wäre ich ein Adler. Und Land, auch als Feuerelement, war der Pferd. Mein Pferd, da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, Hund oder vielen. Mal komm los und bei denen, weil ich denke, das ist eine ganz schöne Antwort, musst du ganz kreativ ausgedrückt, ja. Aber wirklich für alle Lebensraum am Anfang schon Ja. ein Tier dabei. Soll man da nicht direkt bei den Tieren bleiben an diesem Quiz? It's quiz time. Also, wir waren bei den Tieren. Und wir sind heute zu Birgem just ein paar Meter weg von der Natura 2000 Zone, die heißt Irrwischt Ulzestall. Ich habe immer Probleme mit den letzten Begriffen schon gleich im Podcast. Die geht quasi von der Lallinger Zementfabrik bis auf Beteburg Landstülzig, wo sie renaturiert wird. Wo sie dann noch Beringungsstationen Ja. Mamseuren. Da hatten wir auch einen Podcast drüber. Ma an wie eng Fehlerschosszucht fën den hai, déi sos hexens nach am Siedral bei Münzbüsch fënnt. Also, et ginn immer drei Dank. Ja. Also, A ist dat de weiße Stück, also Weißstorch, B de schwarze Stück, also de Schwarzstorch, oder C den Uhu. Die Stille des Überlegens. Ja, das. Ich meine nicht, dass es Storch. Ich hoffe, dass es Storch. Und ich hoffe, dass der weiße Storch. Ich habe mich auch zum Weißen hier gefühlt. Also, wenn ich mich daran erinnere, vom Sören-Sänger-Episode, die man hat, dann hat ihn auch öfters über den weißen Storch geschwärzt. Ja, und was. Das ist der weiße Storch, den nur der Renaturierung von der Weltzecht, die an den späten 2000 angefangen wird, Karima hier beim Dummershaft töcht Schöffling an Birgem ein neues Daheim fand wird, den er breit, den all Jahres hin zurückkommt, für zu breien, an as auch schon am größten Fischers Reservat Landstier zu Münzbüsch gesiegen du breit aber nicht. Also das ist die einzige Platz am Land, wo der weiße Storch wirklich sing jung obzieht. Sehr cool. Da gebe ich mega gern her nur so im Nachhinein so einen Standort so beim Podcast dabei und für das nach ein Kehren zu fahren, wo das soll sein oder sein Klang Way-Beschreibung. Das wäre ganz cool. Setz mal mal Shownotes. Genau. Und dann haben wir aber noch reingefroh. Da kommen wir mehr bei Location heute zu schwätzen. Und wir hat ja gesagt, wir sind an Wickelhäuser, an die mit Karton hier gestaltet sind. Und aus wie viele Schichten Karton bestehen dann laut wann von diesen Kabäuserchen? Oh boy. Mal ganz spontan, so eine Station feiert sich. Moment. That is correct. Wir haben A, B und C. Also A wie 24 Schichten, B als 44 Schichten oder C 64 Schichten. Da gehe ich auf die feiert sich Lass bleiben. auf Feier. Feier Was 4. zu der? Ich weiß nicht, Meinen so dick sind die Mauern. Lori. Ich
Schweigen sind da Männer. Ich meine noch sind der Männer, weil so dick schenken man die Mauern am Anfang nicht. Also ich weiß ja nicht, wie dick die Karte raus, mit dem sie schaffen. Ich meine nicht, dass es da 44 sind. Es sind da 24. Oh, gut Also das ist erstaunlich, aber da also just 24 sind da durchaus ein Haus dann. Aber das ist natürlich nach Holz mit dran. Das ist definitiv Auch mir nur unten, heute, ich fand nicht mehr 24. Ja, das ist mir, ja. Alle diese Layer, gut. Das ist mir Also Ja, das das- ganz gut warm. Das Das ist schön warm, ja. Heiberne, ja. Ja, Also ja. kann ich Ihnen definitiv so, also teilt jetzt. Wir sind da noch quasi um Schluss gekommen. Ich will vielleicht just ein Jahr auf den Konst zurückkommen, Julia. Immer gern. Hast du, nachdem Sie das Jahr dann an der Metze Schmelzeis gestaltet sind, an auch beim Projekt Landscapes, meine Schwester mit dabei, den am Kader von 2022 organisiert gouf. Hast du schon Rendezvous für das Jahr? Hast du an naher Zukunft den ein oder andere Rendezvous, wo ihn durch den Kunst gesehen können entdecken? Ja, und das ist den 2. März, da stellen wir zusammen am Arc aus, wo ich mittlerweile am Künstlerkreis mit dran sind, das ist ganz neu. Allerdings da stehen schon die nächsten 5 Ausstellungen für das Jahr fest. Unter anderem zu Beteburg am Deirepark wird da eine Ausstellung sein vom Arc zusammen. Cool. Ja, das ist super, super schön, super cool, das lohnt sich dann. Genau, also da kommen dann auch, und ich gebe so die Informationen von den Ausstellungen, gehe ich noch ein Kehr weiter, die werden dann zu Pfanne sein. An unsere Shownotes, genau. Genau, das ist Und schön. just noch ein kurz froh, du ausschließend, weil du bist ja dann noch aktiv bei Youth for Planet. Gehen du vielleicht größere Projekte demnächst oder größere Aktivitäten? Direkt lo. Es sind am Anfang schon gleich weh für ob dann Journée Pädagogik, da das zum Beispiel Sachen, wo wir auch präsent sind am Robert Schumann. Allerdings unterstützen wir zum Beispiel auch das Action-Team am Robert Schumann, die bereden sich schon fleißig für den Kopf von diesem Jahr, wo es auf Dubai geht. Wie kann ihn sich dann in Verbindung setzen, wenn ihn mit Youth for Planet Welt mit schaffen? Genau, da kann ich euch eine E-Mail schreiben, und das findet ihr auf unserem Site über Youth for Planet Luxemburg. Und genau, das ist eine Art und Weise, wie ihr Youth for Planet an als Workshops könnt. Mich kann ich auch über E-Mail schreiben. Und demnächst gehen meine Optionen auch über IFAN. Genau, dann kann ich Das ist interessant. ja, total. Das ist gerade, sind ich gerade umgegangen, mich mit dem IFAN auseinanderzusetzen, für Lehrerweiterbildungen zu machen an dem Kreativ-Meditationsworkshop. Super. Ja. Und genau, mich persönlich, E-Mail werde wahrscheinlich dann auch, gehen ich halt einfach mal weiter, wie mich kann ausschwärzen. Ansonsten kann ich Informationen auch über mein Instagram finden. Genau, ich kann ihn multiple schreiben. Wir alles natürlich verlinken wir alles weiter an ruman.art, das Homepage, wo ihr noch ein bisschen einen Abblick kriegt an der künstlerischen Schaffen aus den letzten 3, 4, 5 Jahren. Genau, ja, sogar mir lang. Also das sind da 2008 oder so, sind da schon Sachen mit dran. Und ich meine auch demnächst mir einfach, dann ich werde es schaffen, gerade in einem Online-Shop, aber am Moment ist die Sachen halt echt der persönliche Ursprung. Und dann, genau, so Sachen, falls ihn interessiert, was das da geht, du sind auch persönlich echt mal zu kontaktieren, wie es weitergeht. Okay, aber wenn der interessiert sieht, die Birgemer Kabaisische Einkehr zu entdecken, noch verbannen www.simpleviewhanne.com, da könnt ihr sie buchen, und da könnt ihr kann ihn sie Insel buchen oder kann ich noch die 3 bei Ne buchen, also kann ihn durchaus auch mal zu Kollegen einen Abend oder Weekend verbringen und sich Ein Kollege mit Kanner können direkt auf der Megaspielplatz rundherum turnen. ja, definitiv. Oder auch einfach ein allein ohne Kanner. An der Sinne von hier aus sind 500 Meter bis bei Storchen, also das wirklich nicht weit, das direkt hier um den Neck, wo ihn die begegnen kann. An danke zur Erinnerung, Eis van Dorlo op Instagram an Hashtag Minatmashup, wann da also Molkabeiserscher selber inspizeiere geht oder so, oder de Minattrail oder die Region, so irgendwo, pose als gerne ein Foto noch in Hashtag Minatmashup. Ich vielmals merci für die Nullausstreuen. Julia, vielmals merci für den Besuch. Dass der Eise Gerst haut was. Neue Rendezvous reicht auf 5 Wochen, den 31. März. Ja.
du gucken wir dann eng weiter spannend Kabäischen zu entdecken. Oh ja. Mit einem jungen Lützebauer Autor, den am Moment zu Berlin lebt, erschafft, an extra für unseren Podcast an die Mina darauf geht. Zu Fuß. Nur halt ich. Froh machen dann. Machen wir vielmals merci und dann bis nächsten Monat. Bis nächste Adi. Mal.